Nein, genau, es geht heute um Taufe. Und vielleicht weiss nicht, wie es dir so geht. Es gibt manchmal so Sachen, die kennt man irgendwie. Aber wenn man sich dann mal ganz genau überlegt, weiß man doch nicht so ganz, warum und wie und was jetzt genau. Also manchmal gibt es auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wer weiß, warum man an Ostern Ostereier isst. Es ist irgendwie so, wir machen es immer, oder? Es ist irgendwie ein Brauch, aber so, woher das kommt und wieso, wissen die meisten nicht. Ich habe es ehrlich gesagt auch nachschauen. Das hat damit zu tun gehabt, dass während der Fastenzeit, die vor Ostern ist, Eier verboten waren zum Essen. Und die Hühner halt einfach trotzdem jeden Tag ein Ei gelegt haben. Und dann hat man, um es besser haltbar zu machen, hat man es dann gekocht. Und um dann auch unterscheiden, welche von diesen Eiern jetzt gekocht sind, hat man es farbig angemalt mit so verschiedenen Farben, dass man gewusst hat, welches Ei wie alt ungefähr ist. Und an Ostern hat man dann die können essen. So ist so ein bisschen der Brauch mit diesen Ostereiern zustande gekommen. Und so ähnlich haben wir eben auch bei uns in der Kirche Sachen, die so zum Christsein dazugehören, wie die Eier zu Ostern, wo man aber manchmal, ehrlich gesagt, eher ein bisschen oberflächlich wissen, was sie bedeuten, warum sie wichtig sind. Wo, aber wenn man die Kirchengeschichte anschaut, die Kirche von Anfang an geprägt haben und enorm wichtig sind. Und wie wir in dieser Serie werden sehen, bei vielen von diesen Sachen hat es größere Auseinandersetzungen in der Kirchengeschichte gegeben, was denn jetzt da die genaue Bedeutung ist, wie wichtig das ist. Und es gibt ein paar so Sachen, wo wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte sehen, da hat es die Lehre der Apostel, die wichtig war, das Abendmahl, das Gebet, das gemeinsame Bekenntnis im Worship, also im Singen oder eben auch Taufe. Weil es gibt die Listen, die sind nicht abschliessend. In der katholischen Kirche gibt es ganze Listen an Sakrament. Da Taufe, Abendmahl, das sind bei uns vielleicht so Sakramente. Und dann gibt es aber doch eben so Glaubensformen und Praktiken, die wichtig sind, die fest dazugehören. Simon würde sogar argumentieren, dass Stühle hinstellen auch noch so ein wichtiger Anteil ist, der einfach zu einem Christ dazugehört. Oder vielleicht ist es einfach eher zum Pastor. Fun Fact ist, es gibt auch andere, wo man manchmal denkt, die hat es doch schon immer gegeben, wo aber gar nicht so ist. Zum Beispiel kennen viele von uns so das Übergabegebet, oder? Wenn jemand sein Leben Jesus gibt. Das gibt es in dieser Form tatsächlich erst seit etwa dem 19. Jahrhundert. Früher hat man das so gar nicht kennt und gar nicht so praktiziert. Wir möchten in dieser Serie Ecclesia Recreans, erfrischte Kirche heißt das, 4 so geistliche Ausdrucksformen miteinander anschauen. Eigentlich sind es 5. Die erste wäre letzten Sonntag oder ist letzten Sonntag das Evangelium hören. Die hat der Bobby schon gemacht, aber wir schauen jetzt in den nächsten Sonntagen eben heute Taufe, dann an, was Buß und Umkehr, Abendmahl und das gemeinsame Bekenntnis im Worship ist und mit uns zu tun hat und möchten so ein bisschen anschauen, wie die Sachen schon immer ein Teil der Kirche sind, wie sie sich vielleicht teilweise auch verändert haben und was sie vor allem für uns heute bedeuten und warum wir sie machen. Und wie schon gesagt, wir schauen immer wieder auch in die Kirchengeschichte rein, weil wir merken, hey, was für eine grosse Bedeutung die haben. Und für uns ist das manchmal so selbstverständlich. Taufe ist zum Beispiel ein eindrückliches Beispiel für das. Und wir tauchen jetzt gerade mal schnell in die Kirchengeschichte. Wir schreiben den 21. Januar 1525 und zwar in Zürich. Im Haus von Felix Manz trifft sich eine Gruppe von Christen, die für sich zur Überzeugung gekommen ist, dass sie die Säuglingstaufe ablehnen. Und sie haben sich treffen miteinander zum Bibellesen und zum Beten. Die Zusammenkunft ist nicht, wie das heute so üblich ist, einfach ganz unproblematisch gewesen, sondern sie ist gefährlich gewesen, weil sie nämlich als ein Akt vom Widerstand gegen die Obrigkeit war. Weil kurz zuvor ist die Säuglingstaufe nämlich per Gesetz für obligatorisch erklärt worden. Das Treffen hat einen äußerst brisanten Turn genommen, wo eine Person aus dieser Gruppe zum Leiter gekommen ist und gesagt hat, ich möchte mich taufen lassen. Tauf mich jetzt. Und schlussendlich haben sie das gemacht. Die anderen aus dieser Gruppe haben sich angeschlossen, haben sich auch taufen lassen. Und
das ist der Moment, an dem 21. Januar, wo die erste Erwachsenentaufe in der Schweiz stattgefunden hat. 1525, also gerade vor etwa 500 Jahren. Kurz darauf ist in Zolliken, etwa 30 Minuten von da, eine Erweckung ausgebrochen unter den Dorfbewohnern. Mit über 100 Männern und Frauen, die sich ebenfalls entschieden haben, sich als Erwachsene, obwohl es eigentlich verboten war, wieder taufen zu lassen. Sie haben gemeinsam die Bibel gelesen, sie haben von Haus zu Haus das Abendmahl gefeiert, sie haben es dort Brotbrechen genannt und sie wollten als Schwestern und Brüder in Christus eine verbindliche Gemeinschaft von Gläubigen sein, die sich nach der Bergpredigt ausrichtet. Es war so quasi die erste Freikirche. Die Absonderung, die haben der Zürcher Rat und der Reformator, der Huldrych Zwingli, überhaupt nicht okay gefunden. Sie haben eigene Versammlungen und Erwachsenentaufen verboten, verfolgt und haben der ersten freikirchlichen Gemeinde ein rasches Ende bereitet. Und doch, so oft, wenn etwas eben verfolgt wird, dann lässt sich es irgendwie doch nur schwer wieder aufhalten. 2 Jahre später, im Mai 1527, wenige Monate nachdem der Felix Manz, bei dem das Treffen stattgefunden hat, in der Limmat ertränkt worden ist, also der ist hingerichtet worden, hat der Landvogt von Grüningen in einem Wald, also auch nicht weit von da, eine Versammlung von täuferischen Gläubigen überrascht. Wir haben hier ein Bild, jetzt ist es noch ein bisschen hochgerutscht, ein bisschen runter. Ja. Man sieht hier ein Bild, wo das darstellt, das gezeichnet worden ist. Er hat den Jakob Falk und den Heini Reimann und 13 weitere Täufer verhaftet. Und der Falk und der Reimann sind am 5. September 1528 ebenfalls in der Limmat ertränkt worden. Auch da haben wir nochmal ein Bild, wo das darstellt, wie das war. Die Täuferbewegung hat sich trotzdem nicht mehr aufhalten lassen. Sie sind Gründer von der ersten Freikirchen. 500 Jahre ihres 500-jährigen Bestehen haben sie letztes Jahr gross gefeiert hier in der Schweiz. Historisch hat sich bei uns hier im Zürich Oberland abgespielt und es ist ein Stück weit auch erschreckend. Da haben Gläubige für ihre Überzeugung, sich auf eigenen Wunsch taufen zu lassen, ihr Leben angelegt. Also eine kleine Warnung an alle Täuflinge von heute. Nein, zum Glück ist es eben, haben sie diesen Kampf gekämpft und dürfen wir heute davon profitieren. Dass wir Taufe heute so als einen freiwilligen, bewussten Akt von der Nachfolge kennen, ist etwas, wo uns oft nicht bewusst ist, dass Christen einen hohen Preis dafür gezahlt haben, für ihre Überzeugung eingestanden sind und bereit sind, sogar zu sterben. Umso schade, dass es manchmal bei uns fast schon etwas geworden ist, wo man manchmal ein bisschen als optional anschauen. Vielleicht mehr noch schnell noch mal ganz kurz zum Geschichtlichen. Der Streitpunkt damals ist, wie schon gesagt, Erwachsenentaufe versus Säuglingstaufe. Und so ein bisschen theologisch gibt es da für beides Argumente. Aber hauptsächlich geht es darum, dass die Vertreter der Erwachsenentaufe gesagt haben, für sie ist Taufe eine bewusste Entscheidung, ein Bekenntnis, das jemand ableitet zu einem Zeitpunkt, wo er das aus eigener Überzeugung machen kann. Und der Luther, der zum Beispiel eher die Zeugungstaufe vertreten hat, hat sie als eine voraussetzungslose Gnade gesehen von Gott und als ein Bundeszeichen Gottes und hat auf deren Ansicht verharrt. Da hat es riesige Streit darüber gegeben. Heute sind wir an einem Punkt, wo die meisten beides stehen lassen. Und je nach Kirche oder eben je nach Tradition, wo man drin steht, das eine oder das andere praktiziert wird. Aber vielleicht stellen wir uns ja dann auch mal die Frage, hey, warum lassen wir denn überhaupt uns taufen? Was ist eigentlich der Grund, dass das so etwas Wichtiges ist, wo anscheinend so darüber geschritten ist? Und wie immer, bei so Fragen fangen wir an, indem wir in die Bibel gehen und im Alten Testament anfangen und dort finden wir nichts. Es gibt keine Taufe im Alten Testament, das hat es dort noch gar nicht gegeben. Es hat im Judentum so gewisse Wäschungen, Tauchbäder gegeben,
aber nichts, was sich irgendwo könnte gleichsetzen lassen mit einem Akt von der Taufe. Die Taufe selber finden wir in der Bibel erst beim Johannes, dem Täufer. Er war der Erste, wo wir lesen, dass er Menschen getauft hat. Und wir würden sagen heute, dass er ein bisschen ein Freak war. Der hat ein Gewand aus Kamelhaar gehabt, der hat Heuschrecken gegessen, wilden Honig mit Bienen gerungen wahrscheinlich. Und er ist aufgestanden und hat für Jesus den Weg bereitet. Und er ist angestanden im Jordan und hat den Menschen zugerufen, ihr müsst umkehren. Weil das Gericht steht bevor und hat sie dazu aufgefordert, sich als ein Zeichen davon, dass es ihnen ernst ist, im Jordan von ihm taufen zu lassen. In dem ist schon erst die Symbolik drin. Der Jordan symbolisiert bei der Taufe von Johannes die Fluten vom Gericht. Das Gericht, das schlussendlich kommen soll. Und das Untertauchen ist wie ein Symbol, dass man die Fluten über sich ergehen lässt. Die Taufe von Johannes ist darum auch ein Zeichen von der Umkehr und von der Vorbereitung auf das kommende Reich von Gott. Und das Grundmuster als ein Zeichen von der Umkehr, kann man sagen, das gilt ein Stück weit auch für unsere Taufe, wie wir sie kennen. Es ist ein öffentliches Bekenntnis, dass jemand sein Leben Gott zugewendet hat und ihm nachfolgt. Weil die Taufe so viel hergibt, was sie alles bedeutet, habe ich gefunden, ich mache es ein bisschen, dass ihr ein bisschen besser folgen könnt und euch die Sachen merken. Jetzt müsste der Leim noch etwas taugen. Das wird helfen. Auf jeden Fall da habe ich die Stichwörter. Jetzt kommt da etwas. Die Stichwörter hier an, dann kann man sich das vielleicht ein bisschen merken und folgen. Genau. Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass jemand sein Leben Gott zugewendet hat, umgekehrt ist von seinem Weg vorher und jetzt Jesus nachfolgt. Jetzt die Taufe von Johannes ist trotzdem nicht die gleiche Taufe wie die wir heute kennen. Der Johannes schon selber hat immer wieder darauf hingewiesen, dass nach ihm ein anderer kommen wird. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus, dass er gesagt hat, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Mit dem Er, wissen wir wahrscheinlich, hat der Johannes auf Jesus hingewiesen. Und zur Überraschung von Johannes ist Jesus aber auch zu ihm gekommen, an Jordan, und hat gesagt, hey Johannes, ich möchte mich auch taufen lassen. Und der Johannes so, nein, sorry, weißt du was, eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, nicht umgekehrt. Und sie ist dann kurz hin und her gegangen und Jesus hat dann gesagt, ich will, es muss so passieren. Und dann hat der Johannes gesagt, ja gut, wenn du das sagst, dann machen wir das. Viele, die schon länger im Glauben sind, fragen sich, ja, warum lässt sich denn Jesus vom Johannes taufen, wenn er ja eigentlich sündlos war und die Umkehr, die die Taufe von Johannes symbolisiert hat, eigentlich gar nicht nötig hatte. Es ist eine Frage, die uns die Bibel nicht eindeutig beantwortet, aber die meisten Theologen gehen davon aus, dass Jesus sich eine Art als wie einen Akt von der Solidarisierung mit uns Menschen taufen lassen hat. Zum wie sagen, hey, ich solidarisiere mich so fest mit der sündigen Menschheit, dass auch ich mich taufen lasse, als Zeichen davon, dass ich symbolisch für die Menschheit stehe und auch als Zeichen davon, dass er sich dem Vater untergeordnet hat. Die Taufe von Jesus war ein entscheidender Moment in seinem Leben. Es war ein Moment von der Identität und von der göttlichen Bestätigung. Wir lesen nämlich, was passiert ist, wo Jesus sich getauft hat, im Kapitel 3 von Matthäus 16, Vers 16 bis 17. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen, und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Die Taufe von Jesus markiert den Start von seinem öffentlichen Wirken.
Und Gott bestätigt und er spricht Jesus seine Identität als Sohn Gottes zu. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und so macht Gott in dem Moment aus dieser Umkehrtaufe, wo Jesus ein Stück weit ja eigentlich nicht nötig hat, macht er einen Moment vom Zuspruch und von der Identität. Und ein spannender Aspekt an dem Ganzen ist, dass das Ganze ist, bevor Jesus überhaupt irgendetwas geleistet hat, irgendetwas bewiesen hat. Er ist noch nicht öffentlich aufgetreten, er hat noch kein Wunder vollbracht. Und trotzdem wird er von Gott angenommen und wird ihm zugesprochen, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und ich glaube, so ein Zuspruch ist Taufe ein Stück weit bis heute geblieben. Und in dem hinein drückt sich einer der wichtigen Aspekte der Taufe auf, nämlich, dass sie nicht etwas ist, wo wir uns irgendwie verdienen müssten. Oder wo eine bestimmte Reife oder Heiligkeit voraussetzen würde. Taufe ist unverdienbar. Sie ist ein Geschenk. Du musst nicht irgendwie das Vaterunser auswendig aufsagen und Psalm 23 und die 10 Gebote oder was auch nicht. Du musst nicht schon, weiss auch nicht, wie lange Christ sein. Gott nimmt dich in der Taufe als sein Kind an. Egal, ob du dich jetzt gerade für ihn entschieden hast oder ob du schon lange mit ihm unterwegs bist. Man sieht das auch in der Apostelgeschichte, wie das die ersten Christen ausgelebt haben. Es gibt da die Geschichte von Philippus, wo einen äthiopischen Finanzminister trifft und sieht, wie der in den Schriftrollen liest, aber es nicht ganz versteht. Er geht an, er erklärt ihm, der andere fragt, hey, spricht in dem Fall jetzt etwas dagegen, um mich taufen zu lassen? Philippus sagt, nein, überhaupt nicht, tauft ihn. Es braucht keine Voraussetzung. Taufe ist unverdienbar, sie ist ein Geschenk und sie ist ein Zuspruch. Du bist Gottes geliebtes Kind und von ihm angenommen. Es ist nicht eine Leistung, die wir ihm bringen, sondern das ist irgendwie das Schöne bei Gott, dass auch dort, wo wir das Gefühl haben, wir machen etwas für ihn, macht er etwas für uns. All das erklärt noch nicht, warum Taufe heute immer noch wichtig ist. Oder? Wir haben jetzt gesehen, die Taufe von Johannes, die eine andere ist. Wir haben gesehen, wie Jesus sich taufen lassen hat. Und für das müssen wir die letzten Worte anschauen, die Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wir nennen das auch den Missionsauftrag und Taufbefehl. Dort sagt Jesus, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also Taufe ist nicht einfach eine schöne Tradition, die sich nachher irgendwie eingebürgert hat und weitergeführt worden ist. Jesus hat seinen Jüngern explizit aufgetragen, Menschen, die ihm nachfolgen, zu lehren und zu taufen. Und in dieser Stelle sehen wir auch schon, was so der Unterschied ist zu der Taufe von Johannes. Es ist nämlich eine Taufe ganz konkret auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Es ist ein sichtbares, erfahrbares Zeichen, dass jemand Jesus nachfolgt und zu ihm gehört. Eine Taufe auf einen Namen ist so wie ein Herrschaftswechsel, der stattfindet, wo jemand sagt, ich gehöre jetzt Gott, ich gehöre Jesus, ich gehöre zum Heiligen Geist. Und so sehen wir in dieser Stelle, dass Taufe gemäß Jesus etwas ist, wo fest oder fix zu einem Nachfolger von ihm gehört. Sie ist nicht etwas, wo einfach optional ist, sondern wo dazugehört, wenn jemand Jesus nachfolgt. Es ist von Jesus angeordnet. Das heisst nicht unbedingt, das heisst wegen dem nicht, dass sie heilsentscheidend ist und dass jemand von Jesus nicht angenommen ist, wenn er sich nicht taufen lässt. Es ist ähnlich wie zum Bibellesen, es gehört einfach dazu. Ähnlich wie Gebet, es gehört einfach dazu. Es ist wie ein äußeres Zeichen von einer inneren Wirklichkeit. Und da vielleicht
die Herausforderung oder die Frage auch an dich, wenn du dich bis jetzt nicht taufen lassen hast, aber mit Gott unterwegs bist, es ernst meinst mit ihm, dann möchte ich dir das zusprechen. Es gibt eigentlich nichts, wo dich hindern könnte, um das zu machen. Es gibt nichts, wo im Weg würde stehen aus Gottes Sicht. Und es ist vielleicht für dich die Überlegung oder dich selber einfach mal zu fragen, hey, was ist es eigentlich, was mich abhaltet? Das ist der Ursprung der Taufe, warum dass wir heute taufen. Die andere Frage, die man sich dann stellen kann, ist, ja, warum ist es denn eine Taufe? Warum das Untertauchen im Wasser? Warum könnte es nicht einfach sein, dass man sich ein Tattoo macht? Oder ein Brandzeichen oder etwas und so das irgendwie sichtbar macht? Und für das müssen wir, wie eben immer, zuerst ins Alte Testament und dort finden wir sehr viel, das Mal. Das Mal sind wir sehr viel. Weil um das besser zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit biblischer Symbolik und Muster, die man so in der Bibel sieht, zu beschäftigen. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen nerdy für die einen. Verschiedene Bilder oder Bildsprachen, die verwendet werden im Alten Testament, haben oft eine Symbolik. Und da ist das Wasser eine grosse Symbolik. Und grosse Wasser, also so Meere, Fluten, Wellen, die haben im Alten Testament oft eine symbolische Bedeutung. Sie stehen für Chaos, sie stehen für das Lebensfeindliche, für den Tod und für das Gericht. Jetzt gerade das Chaos sieht man nur schon im zweiten Vers der Bibel, oder? Dort heißt es, noch war die Erde leer und ungestaltet. Das ist im Deutschen tönt das so angenehm und schön. Im Hebräischen ist das Wort dahinter Tohu Wabohu und das steht für Chaos. Und ist also Chaos gewesen und von tiefen Fluten bedeckt. Und das ist wie so eine Verdopplung, eine gleiche Art und Weise, eigentlich das Gleiche, eine andere Art und Weise, um das Gleiche zu sagen. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Also das Wasser hat auch da schon so ein bisschen die Bedeutung. Und im Schöpfungsbericht lesen wir dann, wie Gott das Wasser trennt hat, einmal so und dann einmal so. Und in dem Sinne ich habe es jetzt ein bisschen vereinfacht, aber so ein Lebensraum entstehen lassen hat. Er hat das Wasser getrennt und daraus ist Leben entstanden. Und das ist ein Stück weit auch das Muster, das sich im Alten Testament vorsetzt, nämlich dass Gott durch Wasser durch Leben schafft oder rettet. Wir sehen das zum Beispiel dann in der Geschichte von Noah, wo Gott die Menschheit rettet oder als stellvertretend mit der Familie von Noah, wo in die Arche hineingeht und dann mit dieser Arche in der Sintflut überlebt und übers Wasser geht und so gerettet wird. Vielleicht können denen, die die Geschichte ein bisschen kennen aus dem Alten Testament, dann gerade der Mose natürlich in den Sinn. Zum einen der Mose selber, der als kleines Baby in einen Korb hineingesteckt worden ist und auf dem Nil versteckt worden ist. Spannenderweise ist das Wort für den Korb ist eigentlich das gleiche wie Arche. Es ist so eine Mini-Arche. Also auch da spielt das schon wieder an. Und dann natürlich die Geschichte, die vielen sehr bekannt ist, wo das Volk Israel bei ihrem Auszug aus Ägypten, wo sie in der Falle sind, wo Gott nachher das Meer teilt hat und sie können durchlaufen. Und dann gibt es noch beim Josua auch wieder so eine Geschichte, wo das Volk den Jordan hat müssen überqueren, um ins verheißene Land hineinzukommen und Gott das Wasser teilt hat, sodass sie trockenen Fußes den Jordan durchqueren. Was Taufe wie macht, sie greift das Muster aus dem Alten Testament aus und bezieht es auf Jesus. Und das passiert sehr deutlich auch in dem Bericht von der Taufe von Jesus, weil da sind ganz viele Anspielungen drin, wo auf die Geschichten aus dem Alten Testament. Also die Location, es ist am Jordan. Das ist schon so, warte, Josua ist doch auch Jordan, Wasser. Dann der Heilige Geist, der nach der Taufe auf Jesus herabgekommen ist, das sind sehr ähnliche Ausdrucksweise wie bei der Schöpfung, wo der Heilige Geist über dem Wasser geschwebt hat. Dann der Heilige Geist, der in Form von einer Taube kommt. Und in der Geschichte von Noah sendet der Noah eine Taube aus, um zu prüfen, ob das Wasser wieder gesunken ist und ob Land wieder in Sicht ist. Und der Himmel, der sich geöffnet hat, wo so ein bisschen ähnlich wie die Fluten, die sich geöffnet haben, auch beim Noah. Also da gibt es ganz viele so Anspielungen, wo
mehr sind als einfach nur Zufall, sondern die ganz bewusst eigentlich den Link schlagen und sagen, hey, das ist das Muster, das da aufgegriffen wird. Das Wort Baptizo, das ist das griechische Wort für Taufen, es bedeutet schlicht und einfach eintauchen, untertauchen. Und was Taufe in dem Sinne symbolisiert, sie ist ein Symbol für Gottes rettende Handeln. Noch deutlicher wird das, oder dass das Jesus auch so verstanden hat, sehen wir nämlich in Aussagen, die er macht, dass er seinen eigenen Tod und Auferstehung als eine Taufe bezeichnet hat. Im Lukas 12,50 sagt er, aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und da verweist er auf seinen Tod, auf seine Auferstehung. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Also Taufe steht für Gottes rettende Handeln, für seine Rettungstat in unserem Leben. Dass Jesus die Welt aus dem Chaos, vom menschlichen Bösen und vor dem drohenden Gericht oder vor den Konsequenzen von all dem Bösen gerettet hat, indem er bereit war und uns gezeigt hat, was ein anderes Leben ist. Indem er bereit war, um das Böse zu besiegen, ohne zurückzuschlagen mit Gewalt und mit Hass, indem er aus Liebe bereit war, sein Leben anzugeben für uns Menschen und dann den Tod schlussendlich besiegt hat, indem er an Ostern auferstanden ist. Mit der Taufe werden wir symbolisch in das rettende Handeln von Gott mit drin hineingenommen. Es ist ein Symbol dafür, dass dort, wo du dich selber nicht retten kannst, wo dich das Wasser vielleicht droht zu verschlingen, Gott der ist, der sagt, komm zu mir. Ich bin der Gott, der rettet. Ich rette dich. Der Paulus erklärt die Taufe dann im Römerbrief so, wir lesen das im Kapitel 6, Vers 3 bis 4. Er sagt dann, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also er nimmt das auch wieder auf, das Rettende, er bezieht es da ganz konkret auf Jesus und sagt, das Untertauchen symbolisiert das mit einbezogen werden in den Tod von Jesus und sein Begräbnis und das Auftauchen symbolisiert die Auferstehung und das neue Leben, wo Gott uns möchte schenken. Das ist auch wieder eine Referenz zu dem Gespräch, wie es mit dem Nikodemus hatte, wo der sagt, ja, was muss man denn machen, um gerettet zu sein? Und Jesus sagt, du musst neu geboren werden. Und der so, ja, spinnst, ich kann doch nicht wieder irgendwie im Bauch hinein. Und Jesus sagt, du musst in dem Geist hinein neu geboren werden. Und das ist genau das, was Taufe symbolisiert, wo das Untertauchen. Es ist der alte Mensch, der stirbt und auftaucht wieder als ein neuer Mensch. Und so stellt Taufe ist eine von diesen Bedeutungen von der Taufe, eine geistliche Neugeburt, ein neues Leben. Der alte Mensch stirbt, ein neuer Mensch kommt aus dem Wasser. Und mit dem verbunden ist dann aber eben auch der Aufruf, dass wir jetzt ein neues Leben leben sollen. Dass wir dem neuen Mensch entsprechend unser Denken und Handeln an die neue innere Realität anpassen sollen. Was Taufe von anderen so Wäschungen und Sachen unterscheidet, ist, dass man sich eben nicht selber tauft, sondern dass man eben von jemandem getauft wird. Und im Missionsbefehl, den wir gelesen haben, steht Taufe im gleichen Zug wie auch Lehre. Und das sind alles Sachen, die man nicht einfach allein für sich macht, sondern wo ein Stück weit eine Gemeinschaft oder ein Miteinander unterwegs sein voraussetzen. Auch die Taufe bei den ersten Christen ist immer im Rahmen von einer Gemeinschaft, von einer Kirche, hat sie stattgefunden und sie wird auch verstanden als ein gemeinschaftlicher Akt. Sie
verbindet uns miteinander. Im 1. Korinther 12, 13 heißt es, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu einem Leib von Christus. Also wir gehören alle zusammen, wir sind die Menschen, die getauft sind, die Jesus nachfolgen, gehören zu dem, die Bibel redet eben von dem Leib von Christus, so von dieser Verkörperung von Christus zu der Kirche. Das heisst dann da ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Und so ist Taufe in der Kirchengeschichte immer ein Stück weit auch eine Art Aufnahmeritual gewesen. Der Täufling hat sich mit der Taufe entschieden, ein Teil der Kirche zu sein und sich, das Fachwort ist, eingliedern in Leib Christi. Also sich wie entschieden, ja, ich bin jetzt auch ein Teil von dem Leib. Und damit meine ich jetzt nicht einfach die GVC, sondern da ist die Kirche weltweit gemeint, alle Gläubigen miteinander. Und das hat dann immer aber auch eine lokale Auswirkung. Ja. Und so ist eine weitere Bedeutung der Taufe, dass sie uns Teil macht von dem universellen Leib Christi, von der Kirche. Das heisst, sie macht uns Teil auch mit allen anderen Gläubigen. Wir haben plötzlich viele größere Familien. Und sie ist ein Zeichen, dass ich gehöre zu Jesus. Und so mache ich mich auch ein Teil von seinem Leib. Es ist in meinem Leben hat ein Herrschaftswechsel gefunden. Und das Zeichen, das findet eben, weil es in einer Gemeinschaft ist, in der Öffentlichkeit statt. Es ist ein Zeichen an die Umwelt und an die Menschen rundherum, hey ja, ich folge dem Jesus nach, ich gehöre zu ihm. Und das Gleiche ist auch ein Zeichen im Unsichtbaren. Es hat da ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Jesus, Gott, ist die Person, der ich nachfolge und nicht mehr etwas anderes. Der Vollständigkeit halber, ich mache das kurz, noch ein letzter Aspekt, wo die Taufe dafür steht. Wasser hat auch die Bedeutung der Reinigung. Und der Petrus hebt im Neuen Testament auch diesen Aspekt von der Taufe hervor, sagt im 1. Petrus 3,21. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch, denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichen Schmutz und so, das wäre ja einfach eine Wäschung. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Also das ist die letzte von diesen Bedeutungen, die wir heute anschauen. Die Taufe symbolisiert auch eine Reinigung. Sagt, ich lasse all das, was in meinem Leben, was nicht okay ist, was schlecht ist, wo Sünde in meinem Leben ist, lasse ich im Wasser und komme als reine Person wieder raus. Was machen wir jetzt mit all diesen Sachen? Also für die Täuflinge, oder, ist das jetzt, glaube ich, sicher wichtig gewesen, um diese Sachen zu hören und irgendwo vielleicht auch zu verinnerlichen. Vielleicht könnt ihr das Predigtkonzept abladen, wenn ihr es genauer anschauen wollt. Ich möchte am Schluss noch so ein paar Gedankenanstoß für uns alle mitgeben. Als GVC stehen wir bei uns, wie wir es schon ein bisschen gehört haben, in der Tradition der Glaubenstaufe. Als ein einmaliges Ereignis, das seine Gültigkeit nicht verliert. Auch das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, weil Taufe basiert auf Gottes Treue zu uns und nicht auf unserer Treue zu ihm. Also es ist nicht einfach so, dass wenn wir uns mal irgendwo von Gott abgewendet haben oder nicht mehr mit ihm unterwegs sind, dass Gott das irgendwie nicht mehr zählen und dass man sich wieder neu taufen lassen. Und wie gemäß unserer freikirchlichen Tradition taufen wir Erwachsene oder taufen wir Menschen auf ihren eigenen Wunsch und ihre eigene Entscheidung. Trotzdem, und vielleicht kommt die Frage auf, was ist denn, wenn ich als Kind getauft worden bin, glauben wir, dass die Taufe auch gültig ist. Weil eben, es ist Gottes Treue, nicht unsere Treue. Und so ist das für uns absolut okay. Wir taufen aber Personen, die wie sagen, hey, ja, ich bin als Baby getauft worden, aber ich möchte das irgendwie noch als eigene Entscheidung festmachen. Wenn das Menschen wünschen, dann ist für uns klar, dass wir sie auch noch mal wieder taufen.
Was wir anders machen vielleicht als andere, ist, dass wir eben getreu unseren freikirchlichen Wurzeln Babys bei uns nicht taufen. Sie kommen bei uns ein Segen über. Wir haben eine Einsegnung, wo wir sie in der Kirche möchten willkommen heißen und ihnen etwas mit auf den Weg geben. Jetzt ein Großteil von uns eben ist vielleicht schon getauft, ein paar vielleicht nicht. Aber gerade wenn du das hörst und wenn für dich klar ist, dass du Jesus möchtest nachfolgen, vielleicht das erst seit kurzem machst, aber vielleicht auch schon länger, dann ist der Sonntag wirklich für dich auch eine Einladung, dich mit der Taufe zu beschäftigen und dich vielleicht entscheiden, sich taufen zu lassen. Wie wir gehört haben, ist Taufe nicht etwas, wo wir uns verdienen müssen oder wo einen gewissen Grad an Reife oder Erfahrung voraussetzen oder irgendwie besonders viel Know-how über den Glauben oder dass man die Bibel schon mal durchgelesen hat. Taufe ist ein Zuspruch von Gott an dich, dass du sein Kind bist. Und es ist von dir aus ein öffentliches Bekenntnis, dass du sagst, ich gehöre zu Jesus. Und in meinem Leben hat ein Herrschaftswechsel, ein Kurswechsel stattgefunden. Und so ist sie ein Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt. Und vielleicht ist das der Anstoß für dich, um dich zu fragen, was dich dann noch hindert. Und vielleicht auch eine gute Möglichkeit, das mit jemandem aus deinem Umfeld, wo du näher damit unterwegs bist, zu besprechen. Und wenn du merkst, es drängt dich, dich zu taufen lassen, dann wäre das auch heute spontan möglich. Und sonst darf man sich jederzeit bei uns melden und sagen, hey, ich möchte mich taufen lassen. Und dann schauen wir, wie wir das, in welchem Rahmen dass wir das am besten machen. Die große Frage, was, wenn ich denn jetzt schon getauft bin, ist das jetzt alles okay, ein guter Refresh gewesen? Der Paulus redet im Römerbrief im Zusammenhang mit der Taufe, dass wir ein neues Leben führen sollen. Er hat gesagt, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Und im Kolosserbrief, bei den Galater, verwendet er ein Bild, das er mit der Taufe verbindet, nämlich, dass Taufe so wie ein Christus anziehen ist. Ein Ablegen vom alten Menschen und den neuen Menschen anziehen, wie ein neues Gewand. Im Kolosser 3 sagt er, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und der Vers gefällt mir so gut, weil er eine Wahrheit auf den Punkt bringt, nämlich, dass das neue Leben, der neue Mensch, eben, wie es da heißt, fortwährend erneuert werden muss. Dass es nicht einfach nur eine einmalige Aktion ist und dann ist alles neu und du bist komplett ein anderer Mensch, sondern es ist ein innerer Prozess, wo immer wieder eine Erneuerung stattfinden und wo Gott uns immer wieder möchte erneuern und immer wieder möchte mitnehmen auf die Erneuerung. Und in gewissen traditionellen Kirchen gibt es beim Eingang, oder haben sie so einen Taufstau oder das Taufbecken, oder ein Brunnen ist eher relativ klein, und der ist oft beim Eingang aufgestellt, so dass man beim Reinlaufen in die Kirche den Finger kurz reintauchen kann, so als eine Erinnerung an die eigene Taufe. Und daran, dass man schon bevor man etwas gemacht hat, von Gott angenommen ist, bevor wir Predigt gehört haben, bevor wir in Worship gegangen sind, Gott dich angenommen hat. Und das ist eigentlich ein mega schöner Brauch. Und so kann sich an die eigene Taufe zu erinnern, ist etwas, glaube ich, was wir immer wieder neu machen müssen und uns Kraft und Fokus geben für die tägliche Erneuerung. Mir hilft dabei das tägliche Ritual, das jeder von uns macht, nämlich ins Bett gehen am Abend, die einen einfach ein bisschen später, die anderen ein bisschen früher, und am Morgen wieder aufstehen, um mich regelmäßig an meine Taufe zu erinnern. Wenn wir ins Bett gehen, dann ziehen wir die alten Kleider aus. Und symbolisch ist das wie, ich lasse alles Gute, aber auch Schlechte von dem Tag los. Und dann lege ich mich ins Bett und es kommt die Dunkelheit von der Nacht und der Schlaf. Und das kann uns erinnern an das Untertauchen und Sterben, das die Taufe symbolisiert. Und wenn der neue Morgen kommt und die Sonne vielleicht schon wieder scheint, ist das ein Auftauchen. Als ein erneuerter Mensch. Bei uns ist es dann einfach vom Schlaf erneuert und nicht vom Wasser. Aber
als ein erneuerter Mensch wieder auftauchen und es ist ein neuer Tag für uns da. Und dann können wir, während wir noch im Bett liegen, den Tag mit der Erinnerung und Zuspruch von Gott, dass wir sein geliebte Kind sind, starten, noch bevor wir irgendetwas gemacht haben, noch bevor wir den kleinen Zehen bewegt haben. Und dann, wenn wir aufstehen, Kleider wieder anlegen, uns daran erinnern, dass das die neuen Kleider sind, die wir anlegen. Der neue Mensch, um mit Christus unterwegs zu sein. So versuche ich das immer wieder, mir die Taufe für mich persönlich in meinem Alltag wieder neu bewusst zu machen. Und ich lade dich ein, das vielleicht für dich abprobieren und aus dem Wissen nachher in den Tag hinein können starten. Vielleicht noch 2 andere Gedankenanstöße, einfach ganz kurz. Taufe symbolisiert einen Herrschaftswechsel in unserem Leben. Vielleicht ist das auch ein Anstoß, um uns selber nochmal zu fragen, inwiefern hat sich der Herrschaftswechsel in meinem Leben tatsächlich vollzogen? Wo oder welchem alten Mensch dienst du vielleicht noch? Und wo braucht es vielleicht nochmal eine erneute Entscheidung oder eine erneute Umkehr, um zu sagen, hey ja, das ist der neue Mensch, den ich sein will. Das ist der neue Mensch, den Gott mich dazu geschaffen hat, wo ich durch Taufe geworden bin. Und als letztes, so ist Taufe eben, wie wir es gehört haben, die Eingliederung in den Liebe von Gott. In eine Gemeinschaft von Christen, mit anderen Christen. Gemäss 1. Korinther sind wir durch Taufe alle eins und wir gehören zusammen. Und es gibt verschiedene Stellen, wo es heisst, wie es braucht auch jeder, so wie der Körper jedes einzelne gleich braucht. Und vielleicht ist, wenn du tauft bist, dort für dich auch nochmal die Frage, wo bist du ein Teil von dem? Bist du dir bewusst, dass du ein Teil davon bist und machst du dich ein Teil davon? Oder wäre es vielleicht dran, dich dieser Einheit nochmal neu bewusst zu werden und zu sagen, hey ja, ich möchte als Teil von dieser Gemeinschaft erleben. Ich möchte in Kontakt sein mit dem Lieb und ein lebendiges Glied an dem Körper sein. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für das Geschenk der Taufe. Es ist so eine Freude, dass wir das heute machen dürfen. Ich danke dir für die reiche Bedeutung, die es hat. Vater im Himmel, wir beten, dass wir die Realität und die Bedeutung der Taufe in unserem Leben immer wieder neu erfahren dürfen. Uns immer wieder neu bewusst werden und dass sie so ein Anker sein auch in unserem Leben. Und wir dürfen wissen, ja, wir sind angenommen. Ja, wir haben uns entschieden. Ja, der Herrschaftswechsel ist passiert. Ja, ich bin eine neue Person. Und ja, ich bin rein gewaschen. So möchte ich euch das zusprechen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeder Einzelne an das erinnerst und das heraushebst, was für ihn besonders wichtig ist.